Willkommen zum Screencast, die Elektronegativität, abgekürzt EN. Bevor ich groß erkläre, was das ist, einfach nur die Definition und schon hat man es eigentlich fertig. Die Elektronegativität ist die Fähigkeit eines Atoms innerhalb einer kovalenten Bindung, die Bindungselektronen, und nur darum geht's, an sich zu ziehen. Heuer, hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man sich mal zum Beispiel ein Chlormolekül anschaut mit 2 Chloratomen. Es geht um diese Bindung hier, diese kovalente Bindung. Bei wem wird sich sozusagen, oder bei wem werden sich die Elektronen lieber aufhalten? Lieber hier bei diesem Chloratom oder hier? Nachdem es 2 identische Atome sind, 2 identische Atomsorten, ziehen beide gleich stark, also sind die Elektronen gleich verteilt. Die Wahrscheinlichkeit, sich aufzuhalten, ist hier in der Mitte und hier überall gleich. Heißt, die Elektronegativitätsdifferenz ist 0. Nehmen wir ein anderes Molekül, HCl. Jetzt haben wir schon 2 verschiedene Atomsorten und jetzt geht es wieder um dieses Bindungselektronenpaar. Ist es jetzt mehr beim Wasserstoff oder mehr beim Chlor? Und da gibt es eben das Hilfsmittel der Elektronegativität. Im Periodensystem auf der Rückseite findet man immer die Elektronegativität, oft nach Pauling. Und da findet man Zahlenwerte wie 3,16 und Wasserstoff zum Beispiel 2,20. Die Differenz wäre dann hier ausgerechnet 0,96. Jetzt weiß man dadurch, dass Chlor die höhere Elektronegativität hat und damit dann die Tendenz, diese Bindungselektronen eher sich zu sich herüberzuziehen. Also wandern die Bindungselektronen mehr zum Chlor hin und damit wird diese Bindung polar. Das Chloratom hat also eine erhöhte negative Ladung und das Wasserstoffatom eine eher positive Ladung, weil die Elektronen eben so ein bisschen verschoben sind. Wir sprechen dann von polarer Atombindung. Über diese genaue polare Atombindung und Molekülpolarität gibt es einen extra Screencast. Hier geht es nur um die Elektronegativität. Ja, was bedeuten jetzt die Zahlenwerte? Ich gehe nicht auf die genauen Werte ein im Periodensystem, sondern nur die groben Tendenzen. Die höchste Elektronegativität hat das Fluoratom. Die ganzen Edelgase hier drüben, die haben keine Elektronegativität, weil Edelgasverbindungen für uns in der Schule nicht existieren, also brauchen wir auch nicht. Und jetzt muss man einfach wissen, dass innerhalb der Periode die Elektronegativität von links nach rechts zunimmt. Das heißt, die Elemente hier beim Fluor haben hohe Elektronegativitäten wie Sauerstoff und Stickstoff. Die ziehen also wahrscheinlich in Verbindungen die Elektronen eher zu sich. Gleiches gilt, innerhalb einer Gruppe steigt die Elektronegativität von unten nach oben an. Also Chlor und Brom haben auch eher hohe Elektronegativitäten. Und wenn man sich das so anschaut, Fluor sehr hoch und die so hoch tendenziell, dann langt es meistens zu diskutieren und man kriegt dann irgendwann ein Gefühl. Nur noch angemerkt, Wasserstoff hat eine relativ niedrige Elektronegativität mit 2,2, ist also nicht so toll. Naja gut, schauen wir uns dann nochmal ein Beispiel an, um das zu verstehen. Zum Beispiel CH4, das Methanmolekül. Wenn man nachschaut, Kohlenstoff hat die Elektronegativität 2,55. Wasserstoff kennen wir schon, hat die Elektronegativität 2,20 und dann kommt eine Differenz von 0,35 raus. Könnte man jetzt sagen, ja, ist ja eine kleine Differenz, aber die Grenze ist ungefähr 0,5. Alles, was drunter ist, ist für uns eigentlich eher eine unpolare Atombindung. Was drüber ist, ist eine polare Atombindung, unter 0,5 ist eine unpolare Atombindung. Wie sich das dann auswirkt, geht auf weiteren Screencasts. Das sollte auch jetzt nur mal genügen für einen kleinen Überblick der Elektronegativität. Viel Spaß beim Lernen.